Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem entscheidenden Champions League Halbfinale Rückspiel zu Hause gegen Paris Saint-Germain. Und bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir direkt rein in Teil 1 mit Jonathan Bayern Tah. gegen Paris Saint-Germain. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Zunächst mit Jonathan Tah. Servus. Na, Dieter ist ein bisschen Jonathan wird in leise. Ich hoffe mal, das Deutsch, pegelt sich Englisch gleich antworten. Fragen ein. gerne auf Französisch, das ist kein Problem, aber alles andere wie gehabt. Dann legen wir los. Erste Frage, Reihe 1, Stefan Kumberger für Sport 1. Servus Jonas. Nach dem Hinspiel, nach dem torreichen Hinspiel ist ja viel darüber gesprochen worden. Muss man nicht vielleicht irgendwann mal defensiver denken? Hat euch betroffen, aber auch die Pariser. Wie denkst du als Verteidiger drüber? Ja, ich glaube grundsätzlich hat uns unsere Spielweise dahin gebracht, wo wir gerade sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir irgendwas daran ändern sollten. Wir wollen attraktiven Fußball spielen, wir wollen offensiven Fußball spielen. Und natürlich ist das sehr, sehr fordernd, auch für uns Verteidiger, aber genauso ist es auch fordernd für die Offensivspieler, die manchmal auch dann sehr weit mit nach hinten verteidigen müssen. Deswegen, das ist unsere Spielweise und daran werden wir nichts ändern. Ja, sehe ich übrigens genauso. Ja, diese ganzen scheinheiligen Diskussionen jetzt, I don't know, schenkt sie euch, Alter. Ja, ich habe es im anderen Video schon gesagt. Ist natürlich immer ein bisschen persönliche Präferenz, so, wenn ihr ein hochtaktisch defensives Spiel sehen wollt. Keine Ahnung, dann schaut nach Italien. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Da sind ja auch ein bisschen Vorurteile, war halt früher so. Der italienische Fußball. Ich persönlich gucke lieber ein 5-4 als ein 1-0. So, ganz einfache Kiste. Ja, ich denke, der neutrale Fußballfan sieht das ähnlich. Ich denke, es ist schöner, ein Fußballspiel zu gucken, wo 9 Tore fallen, als ein Fußballspiel, wo irgendwie ein Tor fällt. Ja. Klar, 11 Gegentore in einer Woche. Ja, auf der anderen Seite haben wir 11 geschossen. 2 zu wenig vielleicht, ja, sonst wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen. Aber das Spiel gegen Paris irgendwie, du kannst das Spiel gegen Mainz gerne oder das Spiel gegen Heidenheim, ja, da kannst du natürlich irgendwie drauf eingehen, so, das sind keine Gegner jetzt auf dem Level, fairerweise, genau wie es Winnie auch gesagt hatte. Ihr müsst mal gucken, wann die Spiele waren. So, ja. Also, und wie die Umstände sind in der Bundesliga. Also würde ich die beiden Spiele mal ausklammern. So. Und gegen Paris, ja, jeder, der das Spiel gesehen hat, brauche ich nichts erklären, Alter. Dankeschön, bleiben wir in Reihe 1. David Fehrhoff für die Bild-Zeitung. Servus, Jona. Auch sowohl dein Partner Upa als auch du, ihr habt beide, glaube ich, durchweg relativ gute Noten bekommen im Hinspiel, obwohl ihr 5 Gegentore kassiert habt. Waren ja auch beide stark. Ja? Habe ich ja genauso gesagt. Also für mich, unsere beiden Innenverteidiger, brauchen wir gar nichts drüber sagen, ja. Unsere Außenverteidigung ist halt ein Schwachpunkt, so, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und natürlich auch die zentrale volle Innenverteidigung. Die ist eine Katastrophe. Ist dir das schon mal passiert, dass eigentlich die Innenverteidiger ein Riesenlob bekommen und so viele Gegentore passieren? Ja, es war schon auch insgesamt nach dem Spiel ein komisches Gefühl irgendwie, weil natürlich nochmal mit den Toren, die wir dann zum Schluss gemacht haben, wie wir zurückgekommen sind, das hat sich positiv angefühlt. Dann auf der anderen Seite hattest du natürlich das Gefühl, okay, scheiße, wir haben 5 Gegentore gekriegt. Ja, ich glaube, das Ergebnis spiegelt wider, dass es ein sehr ereignisreiches Spiel war, aber nicht, dass es von irgendeiner Seite ein schlechtes Spiel war. Ich glaube, individuell auf sehr hoher Qualität. Und deswegen war es so ereignisreich. Und ich glaube, so ein Spiel habe ich vorher noch nie erlebt. Dann eine Reihe dahinter. Yes, please. Hi, Jonathan. Just one in English, if that's possible. Yeah. You obviously have to come up against Harry Kane, Michael Olise and Luis Diaz in training most days. I just wondered, as a defender, what sort of experience that is. Yeah, I think it's amazing to train every day with those guys with this quality. You get better every day, and it's because they challenge you every day. And really happy that I can play and train with these guys every day. And ja, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Das wird auch immer, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, so, ne? Also unsere Innenverteidiger oder unsere Defensivspieler haben ja schon auch starke Gegner. Ja, zumindest wenn sie gegeneinander spielen im Training. So.
Die sind ja schon das höchste Niveau gewohnt. Also wir reden über Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise. Ja. Also das ist jetzt auch nicht, dass das irgendwie, was weiß ich was ist. Also deswegen ist unsere Innenverteidigung wahrscheinlich auch so stark dieses Jahr, muss man auch mal fairerweise sagen. Ja. Auch wenn die Abwehr im Gesamten nicht immer sattelfest ist, aber es liegt halt einfach auch an unserer Spielweise, gar keine Frage. Aber man sieht ja auch, wie es gerade auch gesagt wurde, also beide waren gegen Paris sehr, sehr stark, ja, obwohl wir 4 Gegentore bekommen haben. Yeah, I prefer to watch them kill another defender, but it helps me as well in the training if they try to kill me. Bleiben wir auf der Seite, Reihe 4, Felix Fischer für Sky. Gib ein kurzes Handzeichen, dann sieht man es ja. Hi Jona, wie geht's dir persönlich vor so einem Spiel? Wie sieht deine Gefühlslage aus? Bist du vielleicht ein kleines bisschen angespannter? Freust du dich einfach besonders auf so ein Spiel? Ja, natürlich, ich freue mich extrem auf das Spiel. Wer freut sich nicht? Champions League Halbfinale Rückspiel gegen sehr wahrscheinlich mit die beste Mannschaft Europas. So, ne? Es ist ein großes Spiel, es fühlt sich groß an und dementsprechend ist man natürlich nochmal angespannter, fokussierter. Aber das, was überwiegt, ist einfach die Vorfreude auf das Spiel, gerade mit dem Hinspiel, was wir hatten. Ich glaube, es wird extrem viel Spaß machen, dieses Spiel zu spielen und zu genießen. Ich glaube, da ist mir immer das Wichtigste, nicht zu vergessen, wieso ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Und das ist aus Spaß und Leidenschaft. Und deswegen freue ich mich einfach aufs Spiel. Eine Reihe davor, Martin Ja, richtige Einstellung. Volkmar für RAN Sat.1. Hallo Herr Thal. Eine Frage, wie kann man sich die Abstimmung mit Dayot Upamecano vorstellen? Man hatte teilweise den Eindruck, wenn die Viererketten gewechselt wurden zuletzt, dass das eben nicht so optimal war. Sie sind ja jetzt eigentlich die Stammbesetzung innen. Sind Sie da zusammen bei 100%? Wie sehen Sie es auch mit Blick auf das Hinspiel? Was wurde ja gerade schon angesprochen, 5 Gegentore, aber eigentlich kein Abwehrfehler in dem Sinne. Ja, natürlich gab es Spiele, wo wir rotiert haben. Aber ich glaube, wenn man jetzt nicht nur die letzte Woche betrachtet, sondern die gesamte Saison bis hierhin, dann war es gefühlt manchmal egal, wer auf dem Platz stand, weil wir alle wussten, was wir machen müssen, egal in welcher Konstellation, egal ob junger Spieler, egal ob erfahrener Spieler. Das hat immer gut funktioniert und ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht zu viel darauf fokussieren, was jetzt in der letzten Woche vielleicht war und dass wir in der letzten Woche zu viele Gegentore gekriegt haben, sondern das Gesamte. Und ich würde sagen, jeder kennt seine Rolle, jeder kennt seine Aufgabe und weiß, was zu tun ist. Dann ja in der gleichen Reihe bitte auf der Ja, und wie ich schon sagte, man darf auch die Umstände halt nicht außer Acht lassen, ne? Unter welchen Umständen die beiden Bundesligaspiele gespielt wurden. rechten Seite erst. Hi, Michelle Powell, the Prime Minister. Jonathan, I have a question about the difference between the first half game and the second one. Because I think so far we saw 2 different half game. One of them, I think you got more score in the half game, and in the second half game you are more different, more stronger. And what happened in the dressing room, I want to ask. I mean, is there something the Mr. Company talked to you, or is something changed for each player? Yeah, obviously, Naja, Kompanie konnte ja nichts sagen, er war ja nie da. Mr. Company was not in the dressing room in the halftime, so it was Schlecht Dancy. informiert, wa? But yeah, we conceded the penalty before we got into the halftime, so they were leading, and there's never like a good feeling. You always want to score a goal before you go to halftime, but in this case it was not like that. But we had a good feeling that we were good in the game, and that if we continue what we were doing, that we can be dangerous. But obviously you've seen the second half, how it started, and it got difficult for us. Sehr difficult. But I think the team spirit we've shown in the second half is what gives us the confidence now to go in that second game and to believe that we can do it. Then the last one on this side, yes please. Hi Jona, ich bin Artur Kovács von ungarischen RTL. Wie kann man gegen diesen Paris Saint-Germain verteidigen? Und ist es überhaupt möglich? Und wie könnt ihr das erreichen, dass sie keine Tore mehr schließen? Ja, Wie kannst du, das ist genauso, als wenn du einen Gegner von uns fragen würdest, ja, wie kannst du das erreichen, dass der FC Bayern keine Tore schießt? Das kannst du nicht erreichen.
Das liegt einzig und allein am FC Bayern, Alter. Und genauso liegt es einzig und allein am Paris Saint-Germain, ob die Tore schießen oder nicht. Ja, du kannst natürlich immer in einer gewissen Art verteidigen, aber erstens sind wir nicht diese defensiv verteidigende Mannschaft à la Atletico Madrid als Beispiel mal genannt. Ob die immer noch so Fußball spielen, weiß ich nicht. Sehe ich vielleicht gleich noch, wenn ich hier schnell genug durch bin. Aber wenn Paris loslegt, Alter, wer das Spiel gesehen hat im Umschaltspiel, Alter, die haben die Qualität, uns so auseinander zu ficken, Alter, mit ihrem Umschaltspiel, das ist geisteskrank. Ja. Also das Umschaltspiel ist einfach brutal von Paris. Ja. Und wenn du dann solche Lücken hast in der Zentrale, wenn die da den Ball in die Zentrale und dann über Außen spielen können, boah. Ja, natürlich kannst du da ein bisschen Anpassungen vornehmen, ein bisschen besser agieren. Aber wirklich verhindern, dass Paris zu Torchancen kommt, wirst du nicht. Ist genauso wie auf der anderen Seite. Wie das bei uns auch nicht verhindern kannst. Das ist einfach so viel individuelle Qualität, aber auch mannschaftliche Qualität bei Paris. Ja, das ist der große Faktor halt, wie bei uns auch. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach mit unserer Spielweise, dass wir mutig sind, dass wir, es sieht manchmal sehr risikoreich aus, aber das Wichtigste ist, dass wir mutig sind, dass wir versuchen, in Zweikämpfe reinzukommen. Sie bewegen sich natürlich extrem viel, genauso wie wir auch. Ja, und da ist das Wichtigste, dass wir in die Zweikämpfe kommen, aggressiv sind, versuchen, die Zweikämpfe zu gewinnen. In unseren einzelnen Zweikämpfen, aber auch als Team insgesamt Duelle zu gewinnen, zweite Bälle zu gewinnen. Ja, und ich denke, das ist die beste Herangehensweise. Ja. Dann wechseln wir auf die rechte Spielhälfte. Taufik Khalil für den Bayerischen Rundfunk, bitte. Ja, Jonathan, mit so vielen Offensivkünstlern, Zirkus Sarrazani auf beiden Seiten, auf was dürfen sich die Zuschauer freuen? Wird das dann wieder? Ey, ohne Scheiß, so eine Frage stellt er nach dem Hinspiel? What the fuck? So ein Spektakel oder wird das taktisch, weil ja eine Mannschaft hinten liegt, mehr geprägt sein? Nein. Sollte Paris in Führung gehen? Ja, dann wird es vielleicht von Pariser Seite ein bisschen taktischer, weil sie da mit 2 Toren vorne sind. Das kann ich mir schon vorstellen. Schlimmstenfalls sollten sie noch ein Tor schießen, wird es nochmal taktischer, wenn sie noch mehr auf Konter setzen. So, keine Frage. Aber ansonsten, das ist ein Tor. Ein Tor ist halt nothing im Fußball. Erst recht, wenn wir zu Hause spielen. Ja, wenn wir in Führung gehen, was soll da taktisch geprägt? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Wer weiß, vielleicht sehen wir ein anderes Spiel, ja, dass beide irgendwie defensiver agieren. Aber ey, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich gehe davon aus, dass das wieder ein Schlagabtausch wird. Ja, das ist jetzt schwer vorauszusagen, aber natürlich versuchen wir, noch besser zu spielen, noch mehr Chancen zu kreieren, noch weniger zuzulassen. Und wenn wir das hinkriegen, dann wird es auf jeden Fall ein Spektakel. Aber ja, wir fokussieren uns einfach auf das, was wir wirklich aus dem ersten Spiel mitnehmen konnten, was uns stark gemacht hat und versuchen, die Dinge anzupassen, die wir anpassen müssen, damit wir vielleicht noch weniger zulassen. Und ja, dann, wie ich eben schon gesagt habe, glauben wir wirklich daran, dass wir das packen können. Gleich daneben Maximilian Goldmann für RTL. Sie haben ja ein neues Heimtrikot für die neue Saison, mit dem werden Sie morgen auch spielen. Naja, es ist schöner wie das komische mit den weißen V da drinne. Wirklich geil finde ich es persönlich aber auch nicht. Bringt das vielleicht auch so ein bisschen Leichtigkeit in dieses Spiel, über das alle reden und auf dem What the fuck? Neues Trikot bringt Leichtigkeit? so viel Druck liegt? Durch das Trikot? Ja, vielleicht einfach mal eine Veränderung auch nochmal. Ja, was eine Frage, Alter. Ja, ich würde sagen, mit dem anderen Trikot waren wir bis hierhin auch, sind wir ganz gut mitgefahren. Aber klar, das Trikot sieht gut aus und am Ende wird es darum gehen, dass wir in unserem Stadion spielen, dass wir mit unserem Heimtrikot spielen, dass wir unsere Fans haben, dass alle uns supporten und ja, das Trikot spielt da vielleicht auch eine Rolle. Reihe 1, dann bitte Mario Krischl für den Kicker. Servus, Jona. Jetzt haben wir über eure Spielweise geredet. Trotzdem fiel ja auch am Wochenende und auch in Paris öfter mal das Wort Anpassungen, kleine Anpassungen. Wie sehen die denn genau aus? Betreffen die am ehesten zum Beispiel eure Viererkette, dass zum Beispiel die Außenverteidiger nicht immer durchdecken und sich mal fallen lassen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wenn wir jetzt da wirklich in die Details gehen, dann glaube ich, kommt ihr nicht mehr in die Allianz Arena zur anderen Pressekonferenz. Ich habe gehört, ich muss mich ein bisschen beeilen. Aber
Nein, das sind nicht die Anpassungen. Wie ich eben schon gesagt habe, wir versuchen immer aggressiv in unsere Duelle zu kommen. Wenn wir hochpressen, dann gibt es keinen, dass sich einer rausnimmt oder einer zurücknimmt. Das gibt es nicht. Das sind Anpassungen vielleicht in der Konterabsicherung, wenn du weißt, okay, der Gegner ist extrem stark im Umschaltspiel, dann sind es Anpassungen einfach, wie du es noch besser vorbereitest, dass du nicht so oft in diese Umschaltsituation reinläufst, dass du so viel zurücklaufen musst, sondern wie kannst du es vielleicht vorher verhindern. Aber das kannst du sogar auch mit dem Ball machen. Also da gibt es wirklich ein paar kleine Schrauben, an denen wir drehen können, wo wir dann am Ende sogar für noch mehr Gefahr sorgen können und gleichzeitig weniger in diese gefährlichen Umschaltsituationen kommen. Bin gespannt. Dann in der dritten Reihe bitte hinten Hannah Reif für Münchner Merkur und TZ. Ja. Ja, hallo Jona, du warst vor nicht allzu langer Zeit in einem Halbfinale und dann auch in einem Finale mit Leverkusen. Kannst du mal den Hype von da vergleichen mit dem, was hier seit einer Woche los ist und wie schwer ist es, sich das auch nicht zu Kopf steigen zu lassen? Ja, es ist natürlich extrem präsent überall. Ob hier, keine Ahnung, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, spricht mich auch jeder an. Mittwoch Vollgas geben und ich habe einfach das Gefühl, dass ganz München einfach sich darauf freut und bereit ist, dieses Spiel zu Hause zu gewinnen und ins Finale zu kommen. Und das habe ich so auf diese Art und Weise natürlich noch nie gespürt und bin einfach extrem dankbar, dass ich diesen Moment auch hier so erleben darf in meiner ersten Saison. Daneben ist Manuel Bunke auch für TZ Schön, dass er den Vergleich nicht gezogen hat mit Leverkusen. und Merkur. Jona, du hast die Fans vorher kurz angesprochen, ist ja auch so der Aufruf, alle in Rot. Jetzt meine Frage, wenn ihr da auf dem Platz steht, also merkt ihr das, dass da alle auf den Rängen in Rot sitzen und was sind so Momente, wo dann wirklich der Funke überspringt von den Rängen auf euch? Ist es bei dir ein Tackling oder eine gute Aktion vorne? Kannst du da mal so ein bisschen in deine Gefühlswelt mitnehmen? Ja, auf jeden Fall merkt man natürlich, wenn alles in Rot ist. Was ich persönlich am meisten spüre, ist einfach, keine Ahnung, als wir gegen Madrid rausgekommen sind, beim Aufwärmen, hast du einfach schon so eine Atmosphäre gespürt, die nochmal anders war, nochmal, wo alle nochmal präsenter gewesen sind. Und ja, dann natürlich bei guten Aktionen, bei guten Tacklings, bei Toren. Das gibt einfach einen extremen Push und das darf man nicht unterschätzen, wie viel uns das hilft, wenn wir das Gefühl haben, das ganze Stadion steht hinter uns und gibt genauso wie wir auf dem Platz, neben dem Platz Vollgas. Eine Reihe dahinter, Gil aus Belgien, bitte, ja. Hello, Jonathan. In English, please. Vincent Kompany, as a former defender himself, was frustrated a lot of times when he conceded goals. Is it something that is similar to you? Do you also feel frustrated when you concede goals, especially so many goals? And is it something you can talk about with him, about that situation? Yeah, of course. Any defender doesn't like to concede goals. Ja, was soll er jetzt auch sagen? Soll er sagen, ja, ich bin froh, dass wir 4 Tore gekriegt haben oder 5? But I think the coach said it somewhere in some interview that you cannot always see like black and white. You have to look at the goals you concede and how you concede them and out of which situations you concede them. And then you have to really go into detail and analyze it. And you cannot just say, oh, we conceded a lot of goals and that feels bad. Yeah, it does feel bad, but why we conceded their goals. And I think especially this week we talked a lot about it. And is at the end small details we have to work on so that we don't concede that many chances and that many goals. Okay. Wo gibt es noch ein Handzeichen? Nicht der Fall. Dann ist alles beantwortet. Super. Danke, Jona. Gleich sind wir zurück mit dem Dann sind wir gleich zurück. Leute, rot-weiße gehypte Grüße. Auf morgen. Leute, Teil 2 folgt mit Winnie. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.